Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Josie vom ISF Sunday Night und wir befinden uns momentan in einer richtig spannenden Serie und wir reden über unsere Bibel. Hey, wenn du dich gefragt hast, wie kann ich eigentlich einen neuen Zugang zur Bibel bekommen oder überhaupt in der Bibel lesen, dann hoffe ich, dass diese Message dir weiterhilft. Hey, ich darf heute starten mit dieser Predigt. Wir sind ja in der Serie Bibel lesen wie niemals zuvor. Was darum geht, dass du und ich einfach das Bibellesen neu entdecken. Band, das ist der Moment, wo ihr runter könnt. Danke so viel mal. Komm, wir geben der Band einen Applaus. Danke auch aus dem Stage Manager, so gut. Bibel lesen wie niemals zuvor, die Serie, wo wir einfach in die Bibel eintauchen. Die Bibel zusammen neu entdecken. Und heute Abend stellt sich die Frage, ist Gott blutrünstig? Darf ich mal das hören? Vielleicht eine Frage, die du dich auch schon gestellt hast oder die du in einer Diskussion mit Freunden schon gehabt hast. Ich habe schon mit Freunden diskutiert und es hat geheißen, das ist so ein blutrünstiger Gott, an so einen Gott möchte ich sicher nicht glauben. Und irgendwie, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann merken wir, da kann ich im 23. Jahrhundert das nicht ganz zusammen verknüpfen. Und ich mag mich noch ganz gut erinnern, als ich meine erste Bibel bekommen habe, nicht die Bibel, sondern ganz dicke Bibel wie die da, Begegnung, Studienbibel, wo ich die bekommen habe von meiner Mami, wo ich da ganz jung war. Ist nicht eine Bibel mit Bildchen, es ist nicht eine Bibel, wo ich irgendwie die Geschichten mir bildlich vorstellen, sondern eine Bibel mit Text. Und meine Mami hat mir gesagt, Paul, fang an im Neuen Testament, weil das wirst du verstehen. Ich habe so gedacht, Mami, ich verstehe alles. Weißt du, so ein bisschen der Rebell in mir, so ein bisschen, ich zeige es dir, ich gehe ins Alte Testament und so ein bisschen am Anfang Genesis, völlig in Ordnung und so, 1. Mose und so. Und dann irgendwann einmal kommen dann so Geschichten von Mord und Totschlag und ich merke so, hey, das geht irgendwie nicht ganz überein mit dem, was ich irgendwie von Gott kenne. Es ist irgendwie mehr so John Wick 1, 2 und 3. Und wenn ich so Film schaue, dann merke ich einmal so, irgendwie bin ich zuerst für die und nachher für die am Verlieren sind, weil ich einfach mein barmherziges Herz sage, ja nein, aber die haben doch irgendwie eine Chance. Und ich bin so ein bisschen hin und her in diesen Film und merke so, Gott, was läuft? Wer ist jetzt gut? Wer ist jetzt böse? Wo bist du in dieser Geschichte? Und irgendwie ist mir das Neue Testament sympathischer. Momentan treffe ich mich so in der Position, wo wir einmal unsere Tochter ins Bett tun und wir haben so zusammen ein Ritual. Und sie definiert so ein bisschen mit, was ist das Ritual. Das macht man so heutzutage, so Parenthood, so ein bisschen mit den Kindern so ein bisschen hin und her, oder? Und wir fragen sie einmal, hey, was willst du machen, um ins Bett zu gehen? Manchmal sagt sie Bücher lesen, manchmal sagt sie Bibel hören. Und wir sagen, ja gut. Und dann letzte Woche hat meine Frau mit ihrer Bibel gelesen. Und dann liegen wir einmal neben ihr her, bis sie einschläft. Hey, und die Miri hat dann plötzlich so gehört, im Moses, und ihr sollt die Männer umbringen und die Frauen umbringen und die Kinder auch noch. Und Miri so völlig so, oh nein, das Handy für genommen. Ich mir noch gesungen, ich höre ein Glöckli, das läutet so nicht. Um das Ganze übertönen und geht irgendwo ins Neue Testament, der Stelle, wo Jesus 5000 Leute sättigt. Und sie dachte so, okay, das ist Brainfood zum Schlafen. Weißt du? Und irgendwie sind wir jetzt in dieser Position mit unserer Tochter, wo wir merken, ja, Jesus ist eigentlich die Person, um das, was es irgendwie geht. Und im Neuen Testament, ich meine, die Frau, die Ehebrecherin, kommt zu Jesus und Jesus sagt, hey, wer ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein und alle Leute gehen weg und Jesus gibt dieser Frau einen Wert. Geil, das ist Jesus. Jesus gibt der Frau einen Wert. Oder irgendwie Petrus hackt einem Soldat das Ohr ab. Puff. Und Jesus mit seinem Sekundenkleber Heiligen Geist nimmt es wieder an. Oder Jesus lässt den Petrus übers Wasser laufen. So nice, das ist irgendwie Jesus. Und irgendwie merke ich so, das Neue Testament ist mir wirklich sympathisch. Und beim Alten Testament merke ich, wie anfangen? Wo anfangen? Und doch sind es eben Augenzeugen. Männer und Frauen, die gehört haben, die Botschaft, die vielleicht gewisse Sachen gesehen haben, die mit ihnen sind, die erlebt haben, was für ein wunderbarer Gott mit ihnen unterwegs war. Das sind Augenzeugen.
Und wenn wir die Bibel anschauen, dann ist es ein wunderbares Werk, wo Männer und Frauen Augenzeugen sind von dem, was Gott tut. Die Frage stellt sich nur, hey, wie sollen wir jetzt in das Alte Testament hineingehen, Leo? Vielen Applaus aus dem Paul, come on. Paul ist es so gut erklärt, wo man eben feststellt, bei mir ist es auch so gegangen, das Alte Testament denkt, oh krass, das ist wie eine Metzgerei. Und dann die Offenbarung ist noch viel schlimmer. Dann sagen die einen, rodet den Wald, denn Christus kommt bald. Und die einen sagen, nein, wenn die Welt wird untergehen, sagt der Martin Luther, ich würde noch einen Baum pflanzen. Also die einen roden und die einen pflanzen wieder Bäume. Und es ist mega spannend, wo wir drin sind. Wie können wir das Alte Testament auch verstehen? Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram eine Frage bekommen von einer jungen Frau und sagt, ich habe in der Schule einen Mann, der ist Atheist. Und er bringt all die Stellen vom Alten Testament mit Mord und Totschlag und sagt du willst mir wohl nicht sagen, das ist ein Gott der Liebe. Also ich sehe nur Blut, 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 Blut. Und sie sagt, wie kann ich das erklären im ganzen Kontext? Und ich glaube, viele von uns lesen das Alte Testament nicht, es ist kompliziert. Und wenn dich jemand fragt, ist keine Antwort. Und das ist eigentlich nicht eine gute Position. Und ich möchte da mitnehmen, so ein paar Minuten, wie muss man das Alte Testament verstehen und auch das Neue Testament in dem Sinn. Und es fängt eigentlich an mit Jesus. Wo Jesus kommt, hat es noch keine Bibel gegeben, nichts. Und die erste Frau und Mann haben gesehen, Jesus macht Blinde sehend, Lahme gehen, Taube hören wieder und die Kranken werden gesund. Und das hat sich umgesprochen wie ein Laufführer. Genau gleich, wenn du zum Glauben kommst, das hat sich umgesprochen wie ein Lauf für deine Verwandtschaft, oder? Alle haben es gesehen, wow. Du bist anders, Jesus ist mehr in dir drinnen. Und sie haben angefangen, so Dokumente zu schreiben, der Lukas, der Markus, der Johannes und der Matthäus. Und haben alle Sachen aufgeschrieben von diesen wunderbaren Wundern von dem Jesus. Und diese Dokumente, liebe Frauen und Männer, ist noch nicht die Bibel gewesen. Die Leute sind nicht zum Glauben gekommen wegen der Bibel, sondern sie haben das aufgeschrieben, was Jesus vollbracht hat in ihrem Leben. Und ich möchte mit dem ersten Gedanken anfangen. Wir haben eigentlich nur einen Punkt, aber der reiten wir heute Abend relativ heftig. Und zwar, erstens, wir haben eine gute Nachricht, die steht in der Bibel. Hast du das gewusst? In der Bibel steht, wir haben eine gute Nachricht. In Lukas 16, Vers 16, und der Bibeltext möchten wir heute mit uns ein bisschen anschauen, um das Alte Testament zu verstehen. Das Gesetz und die Propheten reichen bis hin zum Johannes mit dem Dokument. Also musst du mal gehen. Gesetz und Propheten bis zum Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und das Wort Gesetz, das richtig verstehst, heißt im Urtext Torah, die ersten 5 Bücher von Moses, das wird gelehrt werden. Und ich werde heute Abend erklären, was sind die 5 Bücher Moses und was ist die Aussage von dem Gott im Himmel in diesen 5 Büchern. Hochinteressant. Und das Evangelium heisst übersetzt, wir haben eine gute Nachricht und unsere Botschaft ist eine fröhliche Botschaft. Weißt du so? Weil du kannst deinen Freunden sagen, ich bin ein Sünder gewesen, jetzt bin ich frei. Ich habe Probleme gehabt, ich bin geheilt. Dies Leben zeugt von einem grossartigen Gott im Himmel, der noch immer Wunder in unserem Leben verbracht hat. Du bist ein lebendiges Wunder. Es mag sein, dass deine Freunde nie werden die Bibel lesen, aber sie werden dich lesen als ein lebendiges Wort Gottes, das Gott noch immer leben kann und will verändern. Lass uns dem Gott einen Applaus geben. Er hat sein Leben wunderbar verändert. Das ist unsere Botschaft. Weißt du, wie sind die Artikel geschrieben worden? Augenzeugen. Hast du gewusst, deine Verwandtschaft, die in Gott glauben, sie sind Augenzeugen. Sie sind Zeugen, dass Jesus hat dein Leben verändert. Du bist die grösste Botschaft, die es jemals geht, ob du willst oder nicht. Du bist die lebendigste Bibel, die Gott jemals geschrieben hat, und zwar 24/7 all over the world. Ist das nicht amazing? So, also, dann musst du wissen, Menschen, die nicht jüdisch aufgewachsen sind, sind zum Glauben gekommen. Die haben die Dokumente gelesen. Und dann hat sie festgestellt, dass 9% von allen Predigten, die Jesus gehalten hat, ist der Inhalt aus der Schriftrolle gewesen. Und ich denke, warum zitiert Jesus immer aus den Schriftrollen von früher, vom Anfang der Welt? Und so haben die ersten Christen angefangen, die Schriftrollen zu lesen. Und das hat die Juden mega verwirrt. Warum sind Christen interessiert an der jüdischen Rolle? Und die ersten Christen haben entdeckt, oh mein Gott, da sind mega viele Verheißungen drin, dass Jesus wird auf die Welt kommen und er ist der Messias. Und wir sind Augenzeugen, dass sich die Prophezeiungen von diesen Schriftrollen zu dem sich erfüllt hat. Und 200 Jahre später haben wir das alles zusammengenommen und gesagt, beide Dokumente von früher und jetzt ist eigentlich La Biblia.
Und was hochinteressant ist, auch die Juden, die zum Glauben gekommen sind, haben angefangen, die Dokumente zu lesen. Und es war wie ein Ping-Pong-Spiel, hin und her. Wie kannst du jetzt aber das Alte Testament verstehen? Und ich möchte dir einen Grundtipp geben, wie ich glaube, wir müssen die Bibel lesen. Wenn du die Bibel liest mit einer Lupe, dann wirst du mega viel Irrlehre machen. Zum Beispiel, wenn du sagst, Judas ging und erhängte sich. Liebe Small Group, das ist das Thema für David. Macht keinen Sinn, oder? Sondern wer von euch gerne zoomen, etwas zoomen, grösser machen? Und du musst die Bibel zoomen. Was ist der Text, wo Gott möchte sagen, und was ist die Poete, wo Gott uns möchte auf den Weg geben? Weil die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch, sondern eine Geschichte von einem liebenden, leidenschaftlichen Gott, wo die Menschen Drama bewirken. Dramatische Menschen, aber ein liebender Gott. Also es fängt an mit Jesus, und ich möchte hier mitnehmen, wo die ersten Christen angefangen zu lesen aus diesem Dokument, ist der erste Satz, der überliefert ist, über Tausende von Jahren, akribisch von Gott inspiriert. Ich möchte anfangen, 1. Moses 1, Vers 1. Und es ist für alle Frauen und Männer eine Revolution gewesen. Am Anfang schuf Gott. Und das bedeutet, am Anfang schuf Gott nicht die Suppe. Für alle, die in Evolutionstheorie glauben, das heißt, am Anfang schuf Gott eine Suppe. Also, dann sagen natürlich die Atheisten, ja, woher kommt Gott? Ja, woher kommt die Suppe? Also am Ende vom Tag wirst du nie um die Frage kommen, wer ist der Ursprung? Glaubst du, dass Gott der Ursprung ist? Oder glaubst du, dass die Ursuppe der Ursprung ist? Und Gott von da an sagt, ich bin der Anfang von allem, was es gibt. Gott, und ich habe das so gemalt, in so einer Wolke rein, weil wir dürfen kein Bild machen von Gott, das habe ich gelernt, sonst kommen wieder E-Mails über. So, dann geht's weiter. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Liebe Frauen und Männer, dazu mal, du musst wissen, der Abraham, seine Familie, in Götter kam. Und jeder hat erwartet, das heisst, am Anfang schuf Gott Götter. Und bei den Römern und auch am Anfang ist es, du bist ein Gott von der Sonne, ein Gott vom Nebel, ein Gott vom Regen, ein Gott von der Ernte, Gott von der Liebe. Für jedes Ding hast du einen Gott. Und die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott, nur ihn gibt's. Und Gott sagt zum Abraham, verlass deine Familie und all die Götter, die sie glauben, denn ich will den einzigen Gott in deinem Leben sein. Gott kreiert den wunderbaren Garten. Und das ist wichtig, dass du die Geschichte verstehst. Gott, und es gibt einen wunderbaren Garten, es gibt keine Krankheit, kein Tod und kein Leiden, nichts und auch keine Champions League. Das ist hingegen schwierig. Im Vers 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Punkt. 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 Checken Sie meine? Also jeder, der mit dem Gender kommt, es gibt einen Punkt. Punkt. Das sagt die Bibel, es gibt einen Punkt. Und dann möchte ich euch etwas erklären, ich finde das hochinteressant. Lest den Text mal genau an. Gott schafft Frau und Mann gleichwertig. Hast du gewusst, am Anfang der Bibel gibt es Gleichberechtigung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also dann sagst du, Frau hat einen weniger Lohn, dann sagt der andere, musst du die Rolle auf den Grind hauen. So ganz am Anfang sagt die Bibel, Frau und Mann ist gleichberechtigt. Und es ist mega wichtig, dass du verstehst, weil in der Kirchengeschichte sind ein paar Sachen falsch gelaufen. Zum Beispiel, dann sagt er, ja, aber der Paulus sagt doch zum Beispiel, der Mann ist das Haupt und die Frau unterordnet sich dem Haupt. Kennst du das? Für den Mann, mega cool. Der sagt, hey Frau, du musst voll den Abfall wegbringen, ich bin das Haupt. Die Frau sagt, wieso immer ich bestimme. Liebe Frau und Mann, du machst aus dem Paulus etwas, so nicht. Die Bibel ist total frauenfördernd. Und auch der Paulus ist voll für die Frauen, nicht gegen die Frauen. Und was der Paulus, liebe Frau und Mann, möchte sagen, ist ganz, ganz einfach. Darf ich euch das erklären? Stell dir mal vor, du bist 7 Leute in der Familie, du, deine Frau, 4 Kinder plus ein Hund gibt 7. Du willst in die Ferien gehen. Du fragst, wo gehen wir in die Ferien? Die Frau sagt, ich möchte nach Adelboden Lenkdenk. Und du denkst, Adelboden Lenkdenk? Nein. Das Kind sagt, ich möchte nach Italien, ich möchte Gelati schlürfen. Und die eine sagt, ich möchte surfen nach Kroatien. Der Hund sagt, ich möchte daheim bleiben. Und die eine sagt, ich möchte Skifahren nach Zermatt, solange es noch den Gletscher gibt. Und der Mann denkt, leck mir am Arsch. Wie soll das funktionieren? Und der Paulus sagt, wenn du Probleme hast wegen der Ferien,
und du bist dir nicht einig, dann muss doch irgendjemand eine Entscheidung treffen, nur in dem Moment, wo es eine Entscheidung braucht. Und der Paulus sagt, lass den Mann das entscheiden und er muss immer fürs Wohl für alle entscheiden. Und mit dem hat, liebe Frauen und Männer, niemand das Problem. Auch in einer Kirche, es gibt einen Ältestenrat und wenn die sich nicht einig sind, braucht es einen Leader, der sagt, okay, ich entscheide. So sagst du Ghetto und Chaos und das ist das Zeichen vom Teufel. Also wenn du zoomst, merkst du plötzlich, was der Paulus meint, ist im Fall nicht so böse, liebe Frauen. Man sagt einfach, ihr wollt doch alle in die Ferien gehen, oder? Und das ist der ganze Kontext von der Bibel. Man macht etwas vom Bibeltext, etwas, was die Bibel nicht meint. Und der Paulus und auch das Alte Testament ist voll für die Frauen. Und sagt jemand zu mir, ja, was wäre, wenn die Frauen könnten entscheiden? Ja, dann würden die Männer blöd tun. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Auf einer Seite tut immer blöd. Verstehst du, was ich meine? Amen? Schwierige Generation. So, dann gibt's einen Baum. Und der Baum ist mega wichtig. Ich bin noch immer im Alten Testament erklärt. Der Baum stellt Gott rein, weil Gott kann Liebe nicht zwingen. Und Gott sagt, ich will selber wählen, an ich will glauben oder nicht. Und Gott sagt, ich kann auch anders wählen. Adam und Eva wollen nicht mehr vom Äpfel, wenn nicht. Und Gott kickt sie aus dem Garten raus. Und liebe Frau, man, da fängt das Drama an. Wo sie aus dem Garten rausgeworfen sind, wo es keine Krankheit gibt, wo alles perfekt ist, fängt der Tod an, Krankheit fängt an und Gott sagt, wähl zwischen Segen und Fluch. Und du musst verstehen, Gott sagt im Alten Testament, du wählst zwischen Segen und Fluch. Wenn du mir nachfolgst, wird Krankheiten, all das Zeug, so ins Leben kommen. An dem Tag fängt Haarausfall an, schräge gelbe Zähne entstehen aufs Alter, der Fußpilz hat Wachstumsmöglichkeiten ohne Ende und der Mundgeruch stinkt noch bis heute. Da fängt eigentlich der ganze Shit an, eigentlich im Alten Testament. Und der Mensch wählt eigentlich die Sünde und der Folge von der Sünde ist immer das Gericht. Und Gott hat im Alten Testament, wenn du sagst blutig und Mord und Totschlag, nicht einmal einfach gesagt, ich bringe die einfach alle um. Das ist ein Bild, wo Gott malt und er warnt alle Frauen und Männer. Wenn ihr nicht mehr nachfolgen wollt, das ist der Lohn und der Preis, wenn ihr nicht nachzufolgen. Und das Bild, das wir heutzutage haben, ist, Gott ist Liebe und Liebe ist gut und Liebe kann nicht falsch sein. Die Theologie, die wir entwickelt haben, die findest du in der Bibel, weder im Neuen noch im Alten Testament nie. Und Gott hat eine Zusage für dich, aber einen Anspruch an dein Leben. Es hat immer beides. Es gibt das Segen, aber es gibt auch das Gericht. Und im Alten Testament siehst du das Gericht reinhauen, wie nie zuvor. Und das macht vielen Frauen und Männern mega Angst. Und du musst das Bild verstehen, wenn du das rauszoomst, das hat der Mensch gewählt. Und was macht Gott? Er schickt immer Propheten. Immer Propheten. Nicht einen. Es gibt mehr als nur den Hesekiel und den Jeremia. Es gibt auch Propheten, die gekommen sind, von denen lässt man nicht. Und es sind eigentlich so wie ein Megafon. Und Propheten haben immer gesagt, hallo, hallo, ich komme im Namen von Gott. Und ich möchte bitte, kehren um. Ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, kehren um. Aber wenn ihr nicht umkehren, dann wird es für euch nicht gut. Und Gott hat gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt. Ich mag mich erinnern, meine Mami war manchmal auch eine Prophetin gewesen. Nach dem 10. Mal hat sie gesagt, noch einmal gibt der Kopfnuss. Da haben wir bis heute noch Kopfweh. So irgendwann, wenn du das Kind hast, sagst du dem Kind, okay, wer kennt das? Okay, du hast es wollen. Dann musst du aber auch Konsequenzen tragen. Und Gott sagt, wenn du willst, dann träg Konsequenzen. Und das beste Beispiel, um Güte und Gnade von Gott im Alten Testament zu verstehen, sind die 10 Plagen in Ägypten. 10 Plagen ist aber falsch, sondern sind 10 Machtdemonstrationen von Gott. In Ägypten 10 verschiedene Götter gehabt. Und der Mose sagt zum Pharao, lass das Volk von Gott ziehen. Und der Pharao sagt, du kannst es vergessen. Und der Mose sagt, für jedes Problem, das du machst, wird Gott ein Wunder vollbringen, grösser als all deine Götter. 10-mal haben sie gesehen, der Gott von Israel ist so groß und ist so souverän und unsere Götter haben keine Chance. Sie haben die Wunder und die Güte Gottes erlebt. Und niemand hat können sagen, oh, ich habe es nicht gesehen. Dann kann ich ganz kurz das Alte Testament erklären von diesen 10 Wunder Gottes, weil die meisten lesen das und denken, oh, der Nil wird blutig oder irgendetwas. Wir verstehen die Dynamik von Gott nicht. Ich möchte das Beispiel bringen, ist ein bisschen makaber, aber ich habe ein besseres Beispiel gefunden. Wenn meine Mutter, sie ist jetzt gestorben, aber sterben wird, und sie liegt da Totentag, makaber, sorry. Und die ganze Verwandtschaft ist da und alle heulen. Und alle sind da und weinen, sie ist tot und sie ist tot für immer. Stell dir vor, du laufst an und du bettest und sagst, im Namen von Jesus, Elisabeth, stand wieder auf.
Nach einem Tag müffeln und schmöcken, steht sie auf. Und alle sagen, das gibt's gar nicht. Wie ist das möglich? Wie hast du das gemacht? Wie geht das? Und die Leute weinen und sagen, und du sagst, das ist die Kraft von Jesus. Und jeder von deinen Verwandten läuft raus und kann nie mehr sagen, ich habe die Wunder Gottes nicht gesehen. Und wenn du nicht glauben willst, hast du entschieden, ich will nicht glauben, aber du bist ein Augenzeuge von der Wunder von Gott. Die 10 Plagen von Ägypten sind 10-mal ein Beweis. Und alle haben es gesehen. Und jeder Ägypter hätte umkehren und der Pharao auch. Und sie haben es nicht wollen. Und du denkst, wie ist das möglich, dass Menschen nicht umkehren? Ich sage dir ganz einfach, warum. Viele von euch und auch von euren Freunden, die gläubig sind nicht mehr gläubig und sagen, wenn ich gläubig bin, schnurrt mir Gott immer rein. Und das will ich nicht. Die meisten von uns, du willst ja nicht, dass Gott dir etwas sagt, wo du nicht willst. Und sagst, weißt du was, ich weiss, es gibt einen Gott, aber er redet mir zu viel rein. Und der Pharao hat gewusst, wenn ich Gott nachfolge, muss ich mein ganzes Leben ändern. Es geht nicht mehr weiter, wie ich gelebt habe. Und er hat sich entschieden, lieber mein Lifestyle, als um Gott im Himmel nachzufolgen, wo ich alle Wunder gesehen habe. Und es gibt so einen Bibelvers, der leider auf Deutsch falsch übersetzt worden ist. Und der Vers, liebe Frau Mann, zeigt uns die Dimension von dem Gott im Himmel. 2. Mose 9, Vers 12. Aber der Herr verstockte das Herz. Das sagen viele von uns, Gott hat am Pharao gerne die Chance gegeben. Und das Wort verstocktes Herz heisst im Hebräischen etwas ganz anderes. Wir haben es auf Deutsch ein bisschen dazu mal anders übersetzt, aber im Urtext, im Hebräischen, ist es so einfach, das zu erklären, was es heisst. Es heisst im Urtext, Gott hat das Herz vom Pharao gestärkt, vergrößert, dass er hätte können Gott annehmen. Darum sagt die Bibel, verschließ dein Herz nicht, wenn Gott heute zu dir redet. Du kannst die Speerangel wie dein Herz aufmachen und Gott dennoch und trotzdem nicht einladen. Ich möchte das halt ganz kurz erklären. Und ich liebe das, weil praktisch alle Wunder von Jesus hättest du mit dem Alten Testament. Pharisäer und Schriftgelehrte haben keine Entschuldigung gehabt, Jesus nicht erkannt zu haben. Du denkst, oh, das ist mega kompliziert gewesen, spooky booky. Es heisst im Alten Testament, wenn jemand blind geboren wird, kann nur der Messias ihn heilen. Schon gehört, die Geschichte? Also wenn jemand blind geboren wird, kann nur der Messias einen Blinden heilen. Nicht einmal ein Christ kann das machen. Und jeder Schriftgelehrte Pharisäer hat gewusst, wenn ein blind geborener gesund wird, dann ist der Messias. Und Jesus geht an und heilt den Blinde. Bumm. Und die Pharisäer denken, er ist der Messias. Wir haben es gesehen. Wir haben es gehört, aber der nimmt unseren Job weg. Der nimmt unsere Position weg. Und sie fragen, aber gell, also erzähl uns die Eltern, gell, er ist schon nicht blind geboren worden. Die haben das gefaked, in News gemacht, und die Mutter sagt, wenn er mich verarscht, blind ist blind. Und jeder hat gesehen, Jesus ist der Messias, und dennoch und trotzdem haben sich entschieden, wir nehmen ihn nicht an. Kein Mensch wird jemals können sagen, Gott, ich habe nie von dir gehört. Es kann sein, dass Gott Petra, kennst du Petra? Petra Sturzenegger, in deine Firma bringt und mit dir zusammen schafft. Und Petra ist gläubig. Und Gott sagt, ich habe dir Petra in die Firma geschickt. Ihr Leben ist verändert worden von der Kraft von Jesus. Gnade von Gott im Alten Testament, liebe Frau und Mann, ist wie ein Megafon. Gott redet und redet und redet und redet, aber die Leute wollen es nicht hören und auch nicht hören. Und in unserer Generation Z, das ist Generation Z, euer grösster Wunsch ist Freiheit. Und Freiheit und Jesus Nachfolger passt nicht zusammen. Du musst dich entscheiden, was du willst. Und das ist mega krass. Und ich möchte euch kurz erklären, da kommt schon bald wieder Paul. Es heisst Propheten. Und jetzt Achtung und das Gesetz. Und ich finde das hochinteressant und ich habe mega Freude an dem. Du siehst in der Bibel 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Das ist deutsch geschrieben. Sondern wenn du die 5 Bücher Moses nimmst,
packt Gott das ganze Alte Testament zusammen. Hast du gewusst? Also, ich habe es euch aufgeschrieben, das könnt ihr nachlesen und auch filmen und posten. Moses heisst, von Gott geboren oder von Gott herausgezogen. Jeder von uns ist im Leib von der Mutter rausgezogen worden. Genesis heisst Schöpfung. Gott hat uns allen einen Neuanfang gegeben im Leben, alle von uns. Exodus heisst Auszug. Irgendwann musst du das alte Leben verlassen. Sag, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Mein alter Adam, mein altes Leben ist hinter mir. Leviticus bedeutet Gesetz. Gott sagt, ich habe ein paar Life-Coaching-Sätze für dich. Halt den Sabbat, Sexualität und so weiter und fort. Nicht um dich zu bestrafen. Gott sagt, ich bin dein Life-Coach. Wenn du das machst, geht es in der Seele und im Geist super gut. Nummer bedeutet, ich bringe Ordnung in dein Leben. Der Heilige Geist bringt Ordnung in deine Gedanken, deine Gefühle, deine Sexualität. Gott bringt Ordnung rein. Und Deuteronomium bedeutet, erinnere dich immer und immer und immer wieder dran, was ich, dein Gott, für dich gemacht habe. Ich bin dein Anfang und das Ende, das erste und das letzte. Und du merkst, ich bin so on fire. Liebe Frauen und Männer, wir lesen das und denken, was ist die Botschaft vom Alten Testament? Voila, here it is. Applaus! It is! Und all Mord und Totschlag sagt Gott, stop the drama! Stop the drama in your life! Jesus verbindet die Geschichte von früher und die Geschichte von der neuen Dokumentrolle. Und Jesus sagt, ab Johannes wird das Evangelium predigt. Du denkst, ein neues Evangelium. Und jetzt musst du theologisch etwas verstehen. Das Gericht vom Alten Testament ist nicht aufgelöst. Es ist nur rausgeschoben. Und Jesus sagt, wenn Gott nochmal kommt auf die Erde, wir werden vor Gott stehen als ein Richter, dann wird das jüngste Gericht über alle Menschen kommen. Und Gott wird trennen zwischen Leben und Tod. Und ich möchte dich etwas fragen. Wir sagen immer, und du auch, Gott ist der gleiche. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Gott hat sich nicht verändert. Gott hat die Art vom Alten Testament nicht verändert. Er hat gesagt, oh, ich habe mich entwickelt. Gott hat sich nicht verändert. Die Wucht, liebe Frau und Mann, vom Gericht, über das reden wir alle nicht mehr, weil das passt uns nicht, kommt am Ende vom Leben voll in your face. Gott wird jeden Menschen richten, niemand kommt daran vorbei. Niemand. Und ich finde es so krass, Gott sagt, ich respektiere deinen Entscheid, aber respektiere meinen Entscheid. Und im Alten Testament siehst du die leidenschaftliche, herzzerreißende Verlangen, mit uns Menschen eine Gemeinschaft zu haben. Und Jesus sagt, diese Leidenschaft wird nicht aufhören. Und hast du gewusst, dass Gott dich und mich braucht, um so Megafon und auch Propheten können zu sein? Ja, Gott braucht dich und mich, um in dieser Zeit, in dieser Gnadenzeit, um Propheten zu sein. Wieso lachen die, wie es da oben hängt? Gott braucht dich und mich. Gut. Hallo? Ja. Gott braucht dich und mich, um genau in dieser Zeit, bis eines Tages irgendwann mal das Gericht kommt, um einfach Propheten zu sein. Wir sind nicht mehr im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament. Und die Botschaft verstanden haben, angenommen haben in ihrem Leben, das sind die es verkünden können. Und das ist unser Gott, der genau dich und mich auserwählt als neue Propheten. Wir haben Jesus eingeladen in unser Leben. Jesus ist reingekommen, er hat unser Leben komplett verändert. Und jetzt dürfen du und ich die Stimme sein. Hallo, 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 hallo. Ich brauche nächstes Mal ein Briefing. Im 2. Korinther 2,15 wird es ganz gut beschrieben. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Du bist ein Wohlgeruch für Gott. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben und du morgen am Montag arbeiten gehst, du bist ein Wohlgeruch für Gott. Egal wer gegenüber von dir hockt, morgen im Zug, im Bus, du bist ein Wohlgeruch für Gott. Es hat nicht damit zu tun, wie viel Mal du unter der Woche duschst oder ob du Deo brauchst, Capo Rabanne, Chanel, Parfüm. Du bist ein Wohlgeruch
für Gott. Wenn du die Botschaft angenommen hast, durch Jesus sind wir im Wohlgeruch für Gott. Wir verkünden, auch wenn wir manchmal die Worte nicht einfach brauchen können. Wir verkünden, weil wir sind es. Weiter heisst es, für die einen ist es ein Verwesungsgeruch. Weißt du wieso? Für die einen, die wir im Wohlgeruch sind, sie checken es und merken, bei dir ist etwas anderes. Ich sehe dein Leben. Ich weiss, wie dein Leben vorher war und jetzt war. Ich interessiere mich für das, was dich verändert hat. Und für die einen sind wir im Verwesungsgeruch, weil sie gar nicht auf das eingehen. Der ihnen den Tod bringt. Für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen das neue Leben gibt. Und ich möchte dir einfach heute sagen, hey, egal was deine Geschichte ist, egal wie viel Jesus du schon in deinem Leben erlebt hast oder reingekommen ist, egal wie christlich du dich fühlst um deine Schulkameraden herum oder eben nicht, wenn du Jesus glaubst und Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann bist du morgen ein Prophet. Und du verkündest die guten Taten mit deinem Sein. Bist dir das bewusst? Das ist pure Identität. Weil der Gott, der Liebe ist, schon von Anfang an von der Geschichte mit dir und mit mir hat eine Connection haben. Dich und mich auserwählt hat, um die Botschaft zu verkünden. Und ich weiss, manchmal fühlen wir uns nicht danach. Gibt es Menschen, die sich manchmal nicht danach fühlen, zum Botschafterin zu sein, ein Botschafter? Ich möchte ganz kurz in eine Story nehmen, die wir erlebt haben, um die Geburt herum. Und es ist wirklich, am 13. sind wir im Spital, 13. Dezember. Und wir sind 48 Stunden, ist mir in dieser Wehe gewesen, und es ist irgendwie nicht gekommen. Und es war so eine strenge Geburt gewesen, und dann irgendwann einmal hat es geheißen, hey, jetzt kommen die Herz- und Hebammen und jetzt gehen wir dann in einen Kaiserschnitt rein. Und wir sind völlig durch gewesen, von 48 Stunden schon. Geburt. Wir haben gedacht, was läuft? Und wir haben uns nicht danach gefühlt, um ein Wohlgeruch zu sein. Wir haben uns nicht danach gefühlt, um die Botschaft zu verkünden. Wir haben uns nicht danach gefühlt. Wir haben einfach das Ganze hinter uns bringen. Und doch sind wir im Gebet mit Jesus und in der Connection mit ihm. Und dann ist da eine Anästhesistin gekommen, hat mir gesagt, was alles für Gefahren passieren können. Zack, Kind aufgeschlitzt, das und das kann alles passieren und so. Und mir so, ja, ist gut, ist gut. Sie hat so wirklich so eine Sicherheit ausgestrahlt. Und sie fragt so mir, also, was machen Sie? Yoga oder irgendetwas? Und Miri hat nicht antworten, hat nicht irgendwie jetzt von Jesus erzählen, Gräbli, was auch immer. Ich habe gesagt, nein, ist völlig etwas anderes, aber ist easy. Und ich habe gemerkt, so, wow. In einer Zeit, wo wir nicht uns danach gefühlt haben, sind wir es gewesen. Und nachher ist dann da, die Operation ist dann im Notfall unten gewesen, weil nebendran noch andere Operationen waren. Und irgendwie hat es geheißen, ja, wir können ja nicht dort, wo wir es sonst machen, die gehen in den Notfall runter, dort, wo eigentlich die kommen, die das Bein brechen etc. Und dort holen wir dann das Kind raus und wir denken schon so, Notfall, was willst du mit uns? Und wir sind so irgendwie so hilflos. Wir haben gesagt, Jesus, jetzt musst einfach du. Und dann ist das Kind rausgekommen und am Schluss, wo wir dann wieder zurück im Zimmer sind, sagt so die Hebamme, also es war irgendetwas Magisches in dem Zimmer. Also wirklich, die Hälfte der Leute haben brüllt bei dieser Geburt. Ich dachte, das ist, also wenn ich als Vater brülle, okay, und die Mutter auch. Und ich habe gemerkt, irgendwie sind wir ein Wohlgeruch gewesen. Und schau es, ich merke, wenn ich das erzähle, dann bin ich stolz auf Jesus, weil ich einfach merke, ich muss es nicht produzieren, um ein Wohlgeruch zu sein. Ich bin's. Weil ich tagtäglich mich mit Jesus beschäftige in meiner Zeit, wo ich in die Bibel gehe. Weil ich am Sonntag da bin und sage, Jesus, du bist grösser und ich habe keine Ahnung. Weil ich immer wieder die Botschaft annehme. Und ich möchte dir sagen, du bist ein Wohlgeruch. Weißt du wieso? Weil er dich zuerst ausgewählt hat. Weil er zuerst mit dir seine Geschichte hat schreiben. Und jetzt in dieser Gnadenzeit sagt er, Paul, gang. Ich weiss nicht wie, aber gang. Und ich möchte dich einladen, mit mir zusammen aufzustehen und zu beten. Ich glaube, ich spüre mich. Und ich möchte
2 Personengruppen beten, vielleicht für die einen, die wie ich merken, hey, es ist jetzt gerade eine harte Zeit, ich kann keinen Wohlgeruch geben. Aber zuerst möchte ich für dich beten, wenn du vielleicht dein Leben noch nie richtig Jesus angegeben hast und merkst, hey, irgendwie möchte ich einen Wohlgeruch sein, ich möchte Teil sein von dieser göttlichen Familie. Vielleicht hast du nie ganz richtig bekannt, wer Jesus ist in deinem Leben. Oder vielleicht merkst du, hey, irgendwo, du bist ab vom Weg. Und ich möchte jetzt alle einfach einladen, zum die Augen schliessen. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ich möchte in die Geschichte kommen, wo Gott schreibt mit den Menschen, dann möchte ich dich jetzt einfach einladen, zum die Hände aufzuheben. 1, 2, 3. Danke. 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 Jesus sagt, wer mit den Lippen bekennt und von Herzen glaubt, der ist gerettet. Und wenn du jetzt die Hand aufgetan hast, dann kannst du sie jetzt wieder abnehmen. Und lass uns doch alle zusammen das Gebet beten. Und wenn du die Hand aufgehebt hast, dann lehn dein Herz in das Gebet. Jesus, da bin ich. Lass uns alle laut zusammen als Kirche. Jesus, da bin ich. Danke, dass du meine Geschichte zuerst hast angefangen zu schreiben. Es tut mir leid, dort, wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Es tut mir leid, als ich selber versucht, mich zu präsentieren. Es tut mir leid, als ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Jesus, komm in mein Leben. Ich lasse los von meinem Weg und nimm deine Wege an. Danke, Jesus, schreibst du heute die Geschichte mit mir neu. Danke, darf ich von heute an Botschafter sein für deine wunderbare Familie. Lass es Gott einen Applaus geben für den Fakt, dass wir Botschafter sind für seine wunderbare Family. Danke, Jesus! Hey, ich bin so ermutigt von dieser Message und ich hoffe, du auch. Und wenn du jetzt daheim bist und sagst, hey, ich möchte aber eigentlich noch ein bisschen mehr davon wissen und ein bisschen tiefer gehen, dann haben Leo und Susan für uns ein Buch geschrieben, und zwar 31 verschiedene Arten, wie wir die Bibel lesen können. Das kannst du bestellen und daheim durchblättern und das einfach ausprobieren. Und falls du denkst, hey, die Message, die möchte ich mega gerne noch jemandem weiterschenken und jemandem beschenken oder jemandem einfach sagen, hey, schau, die Message für dich, höre sie dir an, dann schick sie doch mega gerne weiter und lass das Sagen einfach weiterfließen. Wir sehen uns nächste Woche wieder.